Wel, we zijn hier vandaag bij Schtrucklaunt am Wien drüben geworden. Das sein kann. Brauchen vandaag wel weer een recept maken van Vereneke. En de meeste tijd wanneer dat woord Vereneke horen, dan denken die aan schmoonvaart en broodvaart en zo wieder. En glams Vereneke. We worden vandaag een beetje anders rijden als de meeste mensen gewend zijn. We worden glams Vereneke gaan, ook Vereneke met iets aan het te werden. En vandaag worden die mal ganz anders rijden als wat we gewend zijn. Ik leer wat ze scheids maken. So, dat is wat we vandaag wel aan het merken. Ik hoop die gleichen dort en je interesseert dat. So, voordat ze nu hebben we wordt fan teilen. So, dat is vandaag zal het aardig groot heit worden. En dat is een zeer schöne dag. We gaan hier im Garten zeer abgeriend, den Blütenhof abgeriend. Halt hebben we alle nee gevierd, een reuter winter. We leren dat niet nu, maar wanneer het komt, dan zijn we rein. Oké, hallo, dat zijn onze Vereneke. Deze zijn hier van Glams. En deze zijn hier van Eetchokken en Cheese. Potato and cheese perogies, cottage cheese Mennonite perogies. En weet je wat we hier doen? Hier hebben we Schisnick, garlic. We doen de ganze kap boven een viertelzaal afsnijden, zoals je zien kan. Dan doen we de loze schaal allebei een beetje los. Niet de ganze afschalen, bloß dat het fan top lucht. En wanneer dat dan is gaan, dan willen we in zijn blanke papier halen, waar we dat doen, dan doen we door allebei olivenolie nap. Van ongeveer 1 eetlepel vol olivenolie. Dat we op jeder kap staat nap. En dan willen we de rijsten. Dan willen we den oven opdrehen op 400 graden Fahrenheit. Zoals is dit. Zoals je zien kan, doen we allebei olivenolie nap. En dan doen we de fan vast al in zijn blanke goudpapier. En dan wanneer de oven is 400 graden Fahrenheit is, dan willen we den bakken van ongeveer 30 tot 40 minuten. En dan dat naast zich roasting garlic, Schisnick rijsten. Ik wil niet weten waar dat zit, want dat is fan gerecht is. En dat kan in het ergens wat brokken. We willen van dit te onkas merken wat we na een Schisnick brood. We hebben je laatst 2 wak gebakt. Een bijzondere soort 2 wak. En dat wil van dit brokken. Ik leer wat zeer schijnt Schisnick brood zijn van het ovenkast. Oké, den oven hebben we nu 400 graden Fahrenheit. Waar dat hier van ongeveer 30, 40 minuten bakken. Oké, 40 minuten zijn om. En dan klein, want Schisnick is nu goed gebakt. Nu gaan we dat mal opmerken en bezien. Wow. Nu bezit je het mal. Waar dat zit, wanneer dat Schisnick heeft. Zo fijn bruin gerijst. Oeh, ja. Oké, zoals je zien kan, nu pulen we de tenen alle uit. Ik had het er nog bruin gerijst, maar ik leg dat zo. Maar wanneer je dat te bruin is, dan doe je dat, ik had het 44 minuten gebakt, dan doe je maar 30 minuten er zo. Dan wordt het niet zo bruin zijn. Maar ik leg dat zo, dat heeft een zeer fijn smaak. So nu, zoals je zien kan, we pulen we de tenen alle smaak uit, schalen die af. En dan willen we dat fijn draken en eruit merken. Toen ik kijk, dan hebben we alle smaak afgeschaald. Nu willen we nemen dat zeer fijn dragen. En ik meen zeer fijn dragen. Dat is een beetje daarna als butter. En dan willen we dat in een glasje nemen. En dan hebben we dat eerst een tijd eruit. Dan hebben we dat am e-shop houdt dat lang ver van Poorwerk. En dan heb je het eerst een tijd waar je wel een Schisnick brood merken. Zie, krijg de start. Heb je een smak een klein glasje. Zat je er am e-shop nemen. En dan zijn we met dat voor. Nu wordt het eeuwig. En weet je, als je mensen doen de Vereneke kerken, we worden van de steam. We gaan een eerste groepje water. Dan de leider komt er boven en dan een beetje bespreken. Ik weet niet weten wat we broeken dat toe. Dat de Vereneke niet ombakken. En daar willen we voor 15 minuten steam. Ja, nu vliegen we den groep met al vol Vereneke. Die zijn nu goed, die hebben nu 15 minuten gesteamd. Waar de ruit nemen, dan wordt de nächste door en ze staat waar de alle goed kijken.
Das Rezept, das verlangt das nicht, aber wir wollen die alle am besten Brühenbroten mit Butter. Ich glaube, wenn man die Vereneke gebrot hat, Brühenbrot, die haben immer einen besseren Geschmack. So das ist, was wir von der wollen tun. Die alle Schmack Brühenbrot und Butter. Sitzt mal. Nu haben wir die alle Schmack Brühenbrot. Und nu sind wir bereit für das ewige von der Ovenkast. Ich will euch mal wissen, was wir brauchen für unsere Vereneke-Multit. Hier haben wir ein bisschen Käse, das nennt sich Marble Cheese. Wo wir dort brauchen. Wenn ich so habe, dann brauche ich so ein Käse eingleichen. Hier haben wir Saas, gebrodene Vereneke, wo wir Käse und Itchhackenbeeren haben. Und hier haben wir Saas, gebrodene Vereneke mit geglamste Beeren, Cottage Cheese. En hier haben wir, was wir nennen, Heinersuppe, Chicken Broth, kalde de pollo. Wenn ich dort nicht haben, dann tue ich bloß von so einem Stert. So ein Heimerpulver nehmen, die ein Köffel voll so ein Stert erinnern, was ich das sollte ich nicht essen. Und hier haben wir das hier Pilzchen, keine Mushrooms. Und hier haben wir eine Rührwurst, das nennt sich Kielbasa. Ich würde Luther noch ein Bild nachschicken, kann dort sein. Aber wenn ihr das nicht haben, dann so eine Rührwurst ist hier anlegen. Whatever Wurst hier legen. You can use whatever sausage you want. Hier haben wir eine nate Sippel. Hier haben wir 2 Jalapenos, wer das legt. Und hier haben wir Cream Cheese oder Queso Crema oder Schmoncheise. Den brauchen sie fertig zum Keke beschmieren und so. Was wir wollen das halbe Dose brauchen. Von dort. Und hier haben wir, was wir nennen, räuchert Spat. Nu werden wir aufhängen. Nu werden wir unsere Sippelschmack wegschneiden. Nu kijkt mal das. En we willen nog wat van aan green onions, kleine sippelen, dat we ook smaak twee snijden. Dat kijkt hem al. Dat we dat ook zo smaak twee snijden. Hier merken we cilantro fijn. Au! Kijkt hem al, dat smaakt fijn. Hier heb ik nog eenmaal een beeld van de worst. Waar we ons de worst ook een zeer fijne lenkeltje kolletjes snijden. Dat is eruit. Oké, nu zijn we uit om Schisnick brood maken. Garlic bread. Wow, durch alle ein kleines bisschen Butter abschmieren auf unsere Zwieback, was wir haben gebackt. Kriegst du es dort. Und dann schmieren wir dort Schisnick, was wir haben gereicht, ein bisschen ab, so viel es ihnen bleiben. Und dann kommt der Käse. Und dann tun wir den Käse dann ab. Und dann werden wir den Ofen abhärten. Nur 375, 400 Grad. Und dann werden wir den backen, was der Käse schmeckt. Brün gebakt ist und reich, und das ist aber rein. Weet je wat er sehr fan schafft, nicht, weil sich das alle fan rein merken, dat alle 3 Schneiden, was er fehlt, oder alle rein ist, weil er wel aufhängt zu kerken. Und dann darf er nicht rumfließen auf die Kappe Huhn. Und das nächste, was wir tun, ist dann Brot, wenn es diese Wurst. Dus ich sage, je kann andere Wurst brücken, weil je nicht so eine Stadt haben, so eine Kielbasa. Ist Wurst, was die wollen, einfach ein Chimex. Halt sich krackleck. Und weil je diese Wurst kann man so fertig haben, sehr wenig Schmutz, das geht nicht, bietet doch nicht mal mit Schmutz bei getan. Da muss auch einfach mehr gesund sein, was bleibt davon. Anyway, nu war der Brot mit der fein brün ist und dann steht rein. Du, nu kijkt mal. Ich glaube, die Wurst ist nicht gut und dann haben wir nur den nächsten Staub kommen. Dann kommen die Sippeln. Ja, ne, war ich wieder recht. Und nu kommen die Sippeln. Nu war die Schmack Brühenbroten. Und ich will Ihnen wissen, wenn die Sprün sind, was wir dann das nächste drüber machen. Ich lehre was von der sehr scheinet Ofenkast geben. Okay, nu fangen wir unsere Schmack brün zu werden. Dann da wir die Pilzchen machen. Für so eine Menschen wird der Pilzchen gelegen. Oh ja. Und weißt du was, die wollen die Jalapenos da dran voll auf, würde ich machen. Und da war er noch ein bisschen Pfeffer, so viel es wieder bleiben. So. Kleines bisschen Salz. So. Fangt an. So ja. Scheunterecken hier werden. Huhu. Sechste mal der. Nou, want daar die smaak zit bij daar niet. En daar wat we dan weer doen, die zeppelen alles als we zo smaak bruin. Hier hebben we dat heinersuppe.
Waar we dat hier neerjuiten. En dan waar we dat schmonthuis hier neer, dus je zijn tjan, dat is zo'n stuk cream cheese, queso crema. En dan gaan we dat degerieren, wat het alle versmolten is. En dat wil je wijzen. Nu dat abkerken en dit wat we hier bij ons een beetje fijn merken. Ja. Dat is fijn waar dat een beetje eier uit een ijsabruik neemt, dat het fijn week is. En dan weet nu waar we dat abkerken, dat wil je wijzen waar dat zit, waar het alle verdeeld gaan en degeriert. Nou, dan werden we zijn voor ons Schisnick brood. Nu kijk ze maar. Ho, 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 wauw. Weet je wat, ik wil zeggen, ik had dat recept verdubbeld met de heinesup en met het schmonthuis, de cream cheese. Ik dubbelde de recipe. We hebben hier zo'n grote Vereneke. Ik dacht, die moeten we alle afbrokken. Nu wordt dat een grote pan vol geven, maar dat is zo doen. Dat smaakt kraks, ze zijn opgewarmd. Dat is anders. Ja, nu gaan we die Vereneke er alle neervliegen. En dan de worsten, alle smaken, dat eenmaal dichtkerken en dan vandoor weer. Jammer liet ik zei dat wordt een grote zee geven. Die Vereneke worden dus rein alle neervliegen. Van der waar we maken dat Leute zeggen, was keiner schöneres geben, nicht? Ja. En nu hebben we de Vereneke al een beetje fijn durchgezudeld en durchgekert. Die zeggen zomaar goed. Die bloß eenmaal met heet merken. En nu doen we dat worsten nog maken, waar we dat alle topen weer durchrieren. En dan leuk zijn we zeer dicht bereid om abderschen. Wat we nog worden is een kleine beetje door dreigt pretzel knap. Weer het ligt. Ja. En dan nog een beetje groot Schisnick pulver, een klein beetje. Ja. Graag zo. Dan wordt nog helemaal degraderen, dan hebben we den keizer op. Daar wat we dan nog doen, is dat we een klein beetje spaak allebei op. Roasted spaak. Crispy bacon. Oh ja. En daar willen we den keizer opleggen, check hem al. We hebben hier zo'n gjereshtet. Waar we den dan opleggen, wat die smaak versmolten is. En daar willen we aanschalen, over zeer aanschalen. Wauw! Wat je wijzen waar dat zit, want dat is wat versmolten zijn. Ja, zo zit dat, want de Vereneke maar dat keizer alles eerst zo smaak versmolten is. En wat leuk je? Voor uw vlees, dat smaakt ook schijn, hebben we dan een beetje een reine green onions 2 gesneden. Waar dat allebei boven een beetje even. En we leggen die perogies voor even. Dat smaakt immer sehr schijn. Weer het ligt, dan een klein beetje cilantro even. Weer dat niet ligt, als je dan ook frisch het bij dat zelf, je kan het ook uitloten, dus je dan gleichen. Nee, dan is het nu zo weit. Tijd om abderschen. Dat keizen alles, dat raakt zo fijn. Dat schmoonvat is zo fijn dik geworden. Ik geloof dat wordt van jou zeer schijn smaken. Ik hoop je merken dat ook. Ja, en nu worden we nog dat eeuwig erbij. Die hebben je nu ook dat Schisnick brood, garlic bread, dat is ook right. En nu wordt de schief ganz smak right merken. Hier hebben we nog, waar we nog wat een klein beetje grijns even weer het ligt, met extra. Dat is ons Schisnick brood. Dan wat we hier nog gaan, we gaan hier wat van coleslaw met eigen kams, met jalmer en door. Schmeckt immer ergens voor schijn dat erbij. En ik geloof onze schief is eruit. Nu gaan we eerst abderschen en dan gaan we eten gaan. Nou, door viel nog dat kleine beetje, dat moest het nog bijgeschapt. Door, nu is het fertig. En dan moeten we nog een jalapeno bijleggen. Door. Nu wil ik je de schief van dichtbij wijzen, zo zit dat. Ik laat het half mij gelekt, dit moet je het waren niet terhingen daaruit. Nou Joran, nu zijn we hier om Oekersters. En zeer geschaft, maar ik laat het wat bekwiet zijn. Maar eerlijk waren we zeer dankbaar zijn.
Ich bin Gott dankbar für meine Gesundheit, für das schöne Wetter, für meine Familie, Brüder und Schwestern und Schwiegereltern und all meine Freunde. Und ich möchte euch alle reisen durch an Belize. Ich kann sagen, der letzte 4 Wochen von Bejahrs von Belize, dass meine Videos wurden durchgekickt in Belize, durch auf viele Städte. In Bolivia, in Paraguay, ich möchte alle sehr reisen. Mexiko, States, Kanada, wo immer die sind, Deutschland hat gehört, wurde aufgekickt. Ich möchte alle reisen und denkt an Gott als alle wegen. In der ganzen Welt. Gott hat die Welt erschaffen. Und das ist alle wegen. Das ist mit Jünd, das ist mit allem. Wenn wir eine Armfrau, dass er uns was Kraft schenken und dass wir können das mehr, was immer uns dann schwor merken, dass Gott ist immer da für uns Rettung helfen. Da wird vielleicht nicht immer so uitkommen, wie wir wollen, aber wenn wir uns wollen so einstellen für Gott, dann wird das Leben viel leichter sein. So, ich bin dankbar für euch alle und lob mich weiten, von wo ihr seid, was von Land, wo die Gras nicht von regnen, viele Hanok, und Dankeschön, möchte ich nochmal weiter alle reisen. So, nu will wir eten. Und das Schisnick Brot, ich hoffe, ihr merkt das auch. Ich habe in den letzten Wesen, wo so ein Brot zu backen, die kann auch andere Brot brauchen, das schafft auch. Aber so ein Schisnick, so die Menschen, die Schisnick legen, reicht das auch. Und ein Glas genannt ist, wo abschmieren, schmeckt sehr schön. Immer an. Nu will wir eten. Hier haben wir uns Vitamine. Oh, ich dachte, wir hätten ihn mal eingenommen. Und noch einmal. Wow! Okay, das ist genug. Nu werden wir eten. Oh, Backwing sein. Und dann von hier haben wir Coca-Cola. Hörst du mal her? Oh, dann hier sich so noch können haben, ihr müsst noch sein. Oh, ich glaube, er wird zu Brücke sein. Sehr schön. Nu werden wir diese schöne Vereneke schmecken. Oh, wow. Und mit der schönen Wurst, weil die kann nur im Stuhlkeiten Töpfchen sein. Und weil die nicht zusammenhalten, das ist okay, dann töpft ihr bloß, oder ich habe vielleicht Tüße Wurst, braucht ihr drei. Wow! Und dann dort schöne Schisnickbrot mit Käseboden. Ich muss sagen, weil ich dort Schisnick wird so richtig Stück, dort erst ein ganz anderer Geschmack als Rewe, Schisnick oder so. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir so einen nationalen Kohlslaw und Krams aeriert. Ich will bloß einfach das Leute sagen, was keiner Scheißes geben. Na gleich von hier bis Schtrucklaunt wie hier. Vereneke, hält ihr da. So. Guckt ihr mir das auch an. Mit Gott uns sehen. Dankeschön. Na ja, mit Gott, wir sehen werden, sehen wir uns das nächste Mal.